Ugangs April huet ganz Welt ne Skandal gerufen. Panama Papers waren iwwernucht e Sujet an alle Medien, nodems 11,5 Millionen Dokumenter, Maile, Faxe, Kontrakte, Rechnungen, Extrae vu Konten an so weiter an so fort opgetaucht sind. Et waren Dokumenter vun den letzten 40 Jahren, an dommer den größten Datenleak an der Geschichte vom Journalismus. Diese Affäre weist, wie Leute aus vielen Ländern auf viele Positionen so Offshore-Steuersysteme genutzt oder soll man besser sagen, ausgenutzt haben, für hier spurtend an hier Revenuen so unzulehen, dass sie daheim langs den Fisk kommen. Wie war das möglich? Sie haben ganz einfach die Plätze genutzt, wo das legal zu machen ist. Finanzzentren wie Panama, Kaimaninseln, Bermuda, da gibt es da ganz viel. Und an all denen gibt es just eine Minimalbesteuerung vom Kapital von Non-Residenten und sie tauschen auch keine Informationen aus mit den Ländern, wo hier Klienten herkommen. Das ist nicht normal und nicht zu tolerieren. Dass Staaten müssen auf Steuergelder verzichten, weil ein Party Leute einen Trigger herausgefunden haben, für sich ihrer Steuerverantwortung zu entziehen. Und dass das muss gestoppt gehen, scheint normal. Ein Party Leute an höheren Positionen, auch Staatschefen, ich erinnere an den russischen Wladimir Putin, sind aber ziemlich auf Verlegenheit gekommen, weil sie entweder direkt involviert waren oder nicht reagiert haben und also nicht in der Rolle haben, für das zu verhindern. Auch wenn den Amend kein Lützeburger direkt involviert sind, so fällt dann aber auch immer nächste Nummer von Banken von Lützeburg, die geholfen sollten haben, so Konten an Briefkastenfirmen für ihre Klienten abzumachen. Dass Blicker direkt auf Lützeburg geriecht gehen, überrascht nun nicht wirklich. Weil hinter dem LuxLeaks-Skandal von 2014 sind verschiedene Länder mehr wie froh, was sie können Empfänger auf den Grand Duché weisen. Auch wenn das Land ja schon ganz tiefgreifend Reformen gemacht hat, für sich einer normalen Situation anzupassen. Wenn's der LuxLeaks-Affäre war ja auch eine Spezialkommission am Europaparlament ans Leben gerufen, und auch wenn da viel Gemeng da gefordert hatten, die Taxkommission gebe lo eine Sort Anti-Lützeburg und Anti-Juncker-Kommission gehen, so hat Jumen aber quasi de Contraire herausgestellt. Den Taxreport kommt zur Konklusion, dass die Praxis von den sogenannten Rulingen auf viele Staaten weit verbreitet sind und dass Europa nicht nur allein ist oder was, mit anderen Kontinenten auch. Lützeburg ist also nicht das einzige Land, das betroffen ist. Und so ist es auch mit den Panama Papers. Da geht es von 200 Gerichtspaketen weltweit auf 500 Banken, die das Sort Geschäfte gemacht haben. Konklusion, die wir aus den Panama Papers können sehen, ist die, dass so Skandale just möglich sind, wenn es unter Zusammenarbeit und unter Transparenz fehlt. Das Problem ist international, also muss die Antwort auch ein international sein. Politik war in diesem Bereich lang ruhig. Es scheint aber lo, wie wenn Gitfreich Sternen hat, ob man es an Europa. Ideal wäre aber, wenn eine mehr globale Lösung kein Gesicht gehen. An den Vereinten Nationen zum Beispiel oder am G20, für sicherzustellen, dass doch wirklich alle guten Länder dasselbe machen, auch Großbritannien, auch die USA. Die europäischen Institutionen schaffen den Amend und ein gemeinsames Steuersystem für die Unternehmen an einem besseren Échange von den Informationen zwischen den Memberländern. Wir brauchen eine einheitliche Steuerbasis für Betriebe in ganz Europa, das ist gerecht. Und Staaten sollten noch informiert sein, wie eine Firma was und wo deklariert. Kontinent, Regelwerk, so muss es gemacht sein, weil der einheitliche Binnenmarkt, das ein Golfgrove ist, soll legal fair sein. Das ist wichtig, wenn wir als Population von den Vorteilen von den offenen Grenzen überzeugen, aber weil wir den großen Binnenmarkt dann auch so nutzen können, dass es Gitfrengem zu gut kommt.